večer in pozdravljeni v oddaji Pogovor in pika z veleposlanikom Republike Nemčije, gospodom Werner Burkhardt. Pozdravljeni, gospod veleposlanik. Begrüßen Herren Botschafter. Kdor pomisli na Nemčijo, pomisli nemalokrat na pesnike, mislece, skladatelje in seveda na blagovno znamko Made in Germany. To pomeni na visoke tehnološke izdelke najvišje kakovosti. Kako bi pa vi predstavili Sloveniji Nemčijo? Vielen Dank erstmal. Ja, ich denke, Sie haben mit Ihrer Frage schon den richtigen Ton gesetzt. Das Land der Dichter, Denker und Komponisten, aber eben auch das Land des Maschinenbaus und der Hochtechnologie. In Bayern sagt man Laptop und Lederhose, Tradition und Moderne verbinden. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ansonsten, übrigens, was mir gerade einfällt, Sie wissen wahrscheinlich, Made in Germany wurde nach dem Krieg den deutschen Waren auferlegt, um die Abnehmer davor zu warnen. Das ist ein Produkt, das in Deutschland hergestellt worden ist. Das hat sich glücklicherweise im Verständnis inzwischen rumgedreht. Und man versteht inzwischen eben überall unter Made in Germany Qualitätsware, glücklicherweise. Ansonsten, wie soll man Deutschland hier vorstellen? Ich meine, Deutschland ist natürlich allen Slowenen, denke ich, bekannt. Wir sind das bevölkerungsreichste Land in der Mitte Westeuropas oder Europas, nach Russland natürlich. Und wir haben etwa knapp 82 Millionen Einwohner, ein Land mit auch einer landschaftlichen großen Breite von den Bergen, den Alpen bis ans Meer, nicht wie im Falle Sloweniens das Mittelmeer, sondern die Nord- und die Ostsee, aber eine alte Kulturlandschaft. Ja, ich glaube, so würde ich das in etwa skizzieren. Kakšna pa je Nemčija danes? Wenn Sie mit Ihrer Frage sozusagen auf den aktuellen Stand der Wirtschaft und abzielen, glücklicherweise geht es der deutschen Wirtschaft relativ gut. Wir konnten bisher der Krise weitgehend widerstehen. Wir haben immer noch ein, wenn auch natürlich geringer werdendes Wachstum, weil die Märkte um uns herum natürlich auch ihre Probleme haben. Aber wir haben ein Bruttoinlandsprodukt von etwa 2.600 Milliarden Euro, was ungefähr 33.700 Euro pro Kopf der Bevölkerung entspricht. Und wir haben zum Glück derzeit auch eine nicht so hohe Arbeitslosenquote von 5,4%, was eine der besten in Europa ist. Die Inflation liegt, glaube ich, bei 2,2% etwa im Moment. Also Deutschland steht im Moment ganz gut da, aber wir leben ja nicht auf einer Insel, sondern in Europa und in einer Umwelt, die eben auch mit der Krise kämpft. Und damit haben wir natürlich dann auch zu kämpfen. Tradicionalne turistične zanimivosti so seveda za Nemčijo Oktoberfest, potem bi lahko našteli Berlin, gradove in seveda naravo. Ob tako veliki deželi pa verjetno teh znamenitosti ne zmanjka. Wir sind in der Tat ein Land, das sehr von Geschichte und Kulturdenkmälern, Museen, Kirchen geprägt ist. Aber wir haben natürlich auch, wie Sie selbst sagten, Traditionen wie das Oktoberfest, aber nicht nur das Oktoberfest. Und wir haben natürlich auch moderne Entwicklungen, moderne Städte wie Berlin, wo ja sehr viel nach der Wiedervereinigung sehr viel neu gebaut worden ist. Ich glaube aber, dass der größere Teil der Übernachtungen in Deutschland Geschäftsreisen sind, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Aber Tourismus ist in der Tat für uns auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ich glaube mit etwa 4%, aber die Zahl weiß ich jetzt nicht genau, aber so etwa 4% des Bruttoinlandsproduktes durch den Tourismus. Kaj najbolj pritegne slovenskega popotnika? Vemo, da je kar velik delež turistov prihaja tudi iz Slovenije. Ja, ich habe ja
oder Ihre vorherige Frage hat das schon beinhaltet. Ich glaube, ist ein großer Teil jedenfalls der Slowenen, die nach Deutschland fahren, fahren aus beruflichen Gründen, zum Teil natürlich auch aus familiären Gründen. Der Tourismus, das ist, glaube ich, bunt gemischt und das geht in der Tat vom modernen Berlin bis zum Oktoberfest, bis zu mittelalterlichen Städten, bis zu den Bergen, zum Meer. Also das kann man nicht einfach so sagen, das oder jenes ist der Hauptattraktionspunkt, das ist eine Mischung aus allem. Kako se Nemčija kot vodilna na področju tehnologije in na področju izvoza sooča z globalno krizo? Pa sva zopet na začetku. Durch gute Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen. Das ist, glaube ich, letztlich das Geheimnis. Wir haben natürlich im Gegensatz zu Slowenien den Vorteil, eine große Volkswirtschaft zu sein. Das heißt, uns nicht nur auf einzelne Bereiche spezialisieren zu müssen. Wir haben den Vorteil, seit langem auch auf wichtigen Exportmärkten vertreten zu sein, wie in China, in den USA, auf anderen Märkten. Das hilft sicherlich. Das heißt auch, man kann damit einen gewissen Ausgleich erzielen im Verhältnis zur Krise in Europa. Es ist klar, die südliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union, des Euro-Gebiets, haben ja bekanntermaßen Probleme. Das heißt, es gibt dort weniger Nachfrage, aber glücklicherweise haben wir eben in anderen Märkten unseren Exportanteil auch noch steigern können, sodass wir, glaube ich, im Moment etwa für dieses Jahr ein Wachstum von 1% erwarten oder prognostizieren. Aber das geht natürlich letztlich, wie ich sagte, nur über Produkte, die technisch führend sind und die gleichzeitig vom Preis her attraktiv sind. Wir haben auch durch viele Maßnahmen über viele Jahre, unter anderem die Reformen, die der frühere Bundeskanzler Schröder vorgenommen hat, unter dem Stichwort Agenda 2010, es auch geschafft, die Lohnstückkosten zu verringern, also die Kosten pro Herstellungseinheit. Und das hilft natürlich auch beim Export. Und wir haben gute Unternehmer, gute Ingenieure, gute Fachleute, die gute Produkte herstellen. Glücklicherweise. Insofern, ich glaube, das ist letztlich das Rezept. Katere pa so najpomembnejše nemške trgovinske partnerice? Ja, wir haben, ich habe es ja gerade schon erwähnt, einen großen Anteil unserer Ausfuhren gehen in Staaten der Europäischen Union, auch die Einfuhren. Der Anteil ist allerdings jetzt in der Krise in den letzten Jahren geringer geworden. Ich glaube, statistisch sind die Niederlande einer der größten, wenn nicht der größte Partner. Das hat natürlich viel mit dem Transport über den Hafen Rotterdam zu tun. Aber neben der Europäischen Union, und da ist eben vor allem zu nennen die Niederlande, Frankreich, Vereinigte Königreich, auch Italien, Spanien, Belgien, ist China ganz wichtig, gar keine Frage. Ich glaube, so irgendwo knapp 9% unserer Ausfuhren gehen nach China. USA habe ich schon genannt, Russland, natürlich auch wegen Energiebezug ein wichtiger Partner ist, und eben die BRICS-Staaten generell. Nemčija je industrijsko najbolj razvita država, ena najbolj razvitih držav, kot ste omenili. Katera pa so vodilna nemška podjetja, recimo, ki so zdaj prisotna na svetovnem trgu? Naja, gut, da denkt man natürlich in erster Linie an Volkswagen, Daimler, BMW, Porsche, ganz klar, Siemens, BASF, Bayer. Ich hoffe, ich bin jetzt keinem anderen Unternehmen zu nahe getreten. Aber es gibt, und das ist, glaube ich, ganz interessant, vielleicht auch für die Zuschauer, auch Weltmarktführer, die gar nicht so große Unternehmen sind. Ich bin mal einem Unternehmer begegnet, der 150 Mitarbeiter beschäftigt und in einer ganz speziellen Nische sozusagen arbeitet. Der stellt Schneidemaschinen für große Holzplatten her und der ist Weltmarktführer. Er ist sozusagen der Wichtigste auf dem Weltmarkt, obwohl er eine relativ kleine Firma ist. Und das macht auch so ein bisschen, glaube ich, die Stärke der deutschen Wirtschaft aus. So die mittelständischen Unternehmen, gerade im Maschinenbau, da werden Sie viele Weltmarktführer finden.
zum Beispiel in der Stuttgarter Gegend, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, Firmen, die gar nicht mal so groß sind, vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Mitarbeiter haben, aber eben in ihrem ganz speziellen Segment Weltmarktführer sind. Also das ist, denke ich, wie gesagt, eine der Stärken der deutschen Industrie. Insofern, man darf nicht immer nur auf die Großen schauen, obwohl die natürlich auch wichtig sind. Kako pa ocenjujete slovensko-nemško gospodarsko sodelovanje? Ja, die deutsch-slowenische Zusammenarbeit ist gut. Wir haben ein problemfreies bilaterales Verhältnis. Sie haben selbst gesagt, wir sind der größte Abnehmer slowenischer Waren. Wir sind, glaube ich, der 5. größte Investor, wobei vielleicht sind wir auch ein bisschen mehr als der 5. größte, aber es ist letztlich egal. Insofern kann ich nur sagen, die Zusammenarbeit ist freundschaftlich und gut, aber nicht nur im Bereich der Wirtschaft, auch politisch gibt es immer regelmäßige Konsultationen, kulturell, also im Prinzip in allen Bereichen. Natürlich kann man immer alles noch besser machen und verbessern, aber ich glaube, man kann wirklich sagen, dass wir eine gute deutsch-slowenische Zusammenarbeit haben. Na kakšen način pa bi lahko pospešili to sodelovanje? Ali je slovenska birokracija še vedno največja ovira? Naja, die Bürokratie ist vielleicht eine Hürde für Investoren, die nach Slowenien kommen. Der erste Teil Ihrer Frage war ja, glaube ich, wie können slowenische Firmen besser in Deutschland auf den Markt kommen. Ja, das ist natürlich je nachdem schwierig, auf fremden Märkten Fuß zu fassen, das ist klar. Auch da gilt, glaube ich, das Wichtigste ist, ein gutes, konkurrenzfähiges Produkt zu haben. Ich habe vor kurzem gelesen, dass eine Firma aus Velenje, glaube ich, war das, so eine neue Bremse entwickelt hat für Züge, die weniger Lärm macht. Und da gibt es jetzt großes Interesse dran, auch in Deutschland. Also wenn Sie ein innovatives, konkurrenzfähiges, gutes Produkt haben, dann ist es natürlich nicht so schwer. Aber wichtig ist, glaube ich, bei Marktzugang immer die Information über den Markt, auf den Sie gehen wollen oder auf dem Sie tätig werden wollen. Und da würde ich sagen, ist zum Beispiel oder in erster Linie auch die deutsch-slowenische Handelskammer ein wichtiger Ansprechpartner, denn dort sitzen sozusagen die Fachleute, die dann auch ganz konkrete Ratschläge geben können und Hilfestellungen geben können oder Empfehlungen geben können, wo ist eine spezifische Fachmesse, wo gibt es Firmen, wo gibt es Kontakte, Möglichkeiten. Also das ist, da gibt es schon Möglichkeiten, sich zu informieren und Kontakte herzustellen. Der zweite Teil Ihrer Frage, ist die Bürokratie das größte Hindernis? Also die Bürokratie ist in der Tat manchmal, glaube ich, nach allem, was ich höre, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, ich bin ja nicht selbst betroffen, aber die Bürokratie scheint immer noch ein gewisses Problem zu sein bei Investitionen, insbesondere bei Neuansiedlungen. Aber ich glaube, es ist nicht nur die Bürokratie, es ist auch Frage natürlich der Steuer, die Höhe der Steuern. Es ist eine Frage der qualifizierten Arbeitskräfte. Qualität? Ja, Qualität, also ich meine sicher, aber es gibt durchaus hier, sagen wir, das wirtschaftliche Umfeld ist ja so schlecht nicht. Es gibt auch gut ausgebildete Mitarbeiter, aber eben gerade Arbeitskosten auch, Steuern, wie gesagt, das sind natürlich alles Faktoren, denn es ist klar, eine Investition steht ja nicht nur in einem regionalen, sondern im Grunde in einem weltweiten Wettbewerb. Wenn ein deutscher oder französischer oder britischer, whatever, Investor irgendwo eine neue Fabrik bauen will, dann kann er das heutzutage in der Regel überall auf der Welt, weil die Transportkosten keine große Rolle mehr spielen. Und dann werden eben Faktoren wie Qualifikation der Arbeitskräfte, der Mitarbeiter, Steuern, Arbeitskosten, Bürokratie, Rechtssicherheit, all diese Dinge sind dann wichtige Faktoren. Und da gibt es, denke ich, noch Verbesserungsbedarf. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das ja auch erkannt ist und die Regierung jetzt zum Beispiel mit der Senkung der Körperschaftssteuer durchaus sich bemüht, den Investitionsstandort zu verbessern.
Kateri slovenski izdelki bi bili lahko zanimivi za nemško tržišče? Das ist eine schwierige Frage, aber ich kann mich an sich da nur wiederholen. Die Produkte müssen innovativ, interessant, konkurrenzfähig sein. Dann sind im Prinzip alle Produkte von Interesse. Es gibt ein gutes Beispiel, zum Beispiel in der Automobilzulieferung, Industrie, diesen Cluster. Das heißt, dass sich Firmen zusammentun, um gewisse Entwicklungen finanzieren zu können und entwickeln zu können. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, aber ich würde jetzt nicht sagen, es sind chemische Produkte oder es sind Maschinenbauprodukte oder im Prinzip die ganze Breite der industriellen Produktion, solange eben, wie gesagt, ist immer wieder das Gleiche, das Produkt gut und konkurrenzfähig ist. Kako ocenjujete slovenske ukrepe proti krizi? Ich würde mal so sagen, man hat Zeit verloren. Natürlich auch durch die Regierungskrise in 2011, durch viele politische Faktoren. Aber ich muss auch sagen, gerade in den letzten 1-2 Monaten hat es doch einen guten Fortschritt gegeben. Ich weiß natürlich, dass die Gewerkschaften zum Beispiel, manche andere, das nicht als Fortschritt bezeichnen würden. Aber ich denke doch, dass eben Maßnahmen wie Einsparungen im Haushalt zur Haushaltskonsolidierung, wie die Rentenreform, das noch zu beratende Arbeitsmarktgesetz, die Senkung der Körperschaftssteuer habe ich schon ernannt, auch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, die Verbesserung steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten für Innovation und Forschung. Das sind alles Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen. Jetzt scheint man im Parlament Fortschritte zu machen in der Frage einer Reformierung der Regeln über die Abhaltung von Referenden, was, denke ich, auch eine vernünftige Maßnahme ist, weil bisher war es ja so, dass jedes Gesetzesvorhaben, soll ich sagen, unter dem Damoklesschwert stand, dass es dann wieder ein Referendum gibt. Damit will ich die Referenden nicht in Zweifel ziehen, aber eine zu einfache Möglichkeit, gegen alles und jedes sozusagen, gegen jedes Gesetz ein Referendum herbeizuführen, war vielleicht doch hinderlich, sage ich mal. Also insofern denke ich, ist Slowenien jetzt auf einem ganz guten Weg. Und man sieht ja auch, dass die Spreads, wie man sagt, also die Zinsabstände, deutlich sich verbessert haben seither. Ich erinnere mich, im letzten Anfang des Herbstes, im letzten Jahr waren die 10-jährigen Anleihen deutlich über 7%. Und jetzt waren wir zuletzt bei 4, ja, das ist also richtig, ja. weniger als 5 Ja. jedenfalls. Das zeigt ja, dass die Finanzmärkte eben ein gewisses Vertrauen zurückgewonnen haben und diese ganzen Maßnahmen positiv bewerten. Und damit wird ja auch wieder die ganze Finanzierung billiger und sozusagen die Haushaltskonsolidierung etwas leichter. Das sind schon gute Maßnahmen, wo vielleicht noch Schwierigkeiten bestehen, aber wem sage ich das? Das wissen natürlich alle Verantwortlichen in Slowenien viel besser als ich, ist der Bankensektor und die Kreditklemme. Da scheint es doch für viele Firmen noch schwierig zu sein, an notwendige Kredite jetzt zu kommen. Aber ist ja auch, die Gründe sind ja auch bekannt. Insofern, auch da gilt, das Bessere ist der Feind des Guten. Man kann immer noch mehr tun, aber ich glaube, insgesamt ist die Entwicklung der letzten 2-3 Monate wirklich positiv zu bewerten. Torej ni razlogov, da smo slabe volje in pesimistični. Naja, die Lage kann immer besser sein. Slowenien ist technisch gesprochen in einer Rezession mit dem Rückgang des Wirtschaftswachstums. Insofern wäre natürlich mehr Wachstum wünschenswert und erforderlich, weniger Arbeitslose. Also ich will nicht sagen, dass alles eitel Sonnenschein ist, aber es gab doch, ich denke, es gab in den letzten 2-3 Monaten eine gewisse Trendwende. Der Weg wird noch schwierig und hart sein und auch lange. Das wird nicht von heute auf morgen jetzt auf einmal wieder ein großes Wachstum kommen. Und natürlich ist Slowenien auch wie alle vom Umfeld abhängig. Das ist auch klar, wenn die Länder, in die man die Waren exportieren wollen, selbst kein Geld haben oder die Bevölkerung dort, ist es schwierig zu exportieren. Also ich will damit jetzt nicht sagen, alles ist hervorragend.
Das kann wahrscheinlich vielleicht außer den Chinesen im Moment niemand von seiner Wirtschaft behaupten. Aber es gibt, denke ich, eine gewisse Trendwende zum Positiven. Ja. Ali Nemčija pozna Slovenijo, torej pozna Nemec Slovenca? Slowenija. Ja, ich denke schon. Viele Deutsche kennen Slowenien, nicht alle Deutschen sicherlich. Es gibt ja durchaus auch viele Touristen, aber auch aus anderen Gründen Deutsche, die hierher kommen. Und der Transit? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also zu viele Deutsche für meinen Geschmack kennen Slowenien natürlich nur die Autobahn im Transit an die kroatische Küste. Das ist schade, denn Slowenien ist ja durchaus attraktiv. Aber der Tourismus hat ja auch hier zugelegt und insofern kann auch das nur besser werden. Aber ich denke schon, dass viele Deutsche Slowenien kennen, mehr oder weniger gut natürlich, viele nur kurz. Manche waren hier in Urlaub, manche haben Verwandte, Bekannte. Also das ist, ja, ich kann die Verhältnisse nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Deutschen Slowenien kennt oder vielleicht auch nur mal gehört hat, dass es Slowenien gibt. Das weiß ich nicht, aber insofern kann man die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten. Aber es gibt schon, also Slowenien ist kein weißer Fleck auf der Landkarte. Kako pa predstavite Nemcu Slovenijo? Als kleines, aber schönes Land, Ja? mit allem, was sich der Tourist oder der Mensch überhaupt wünschen kann, von den Alpen bis ans Mittelmeer, von den Weinbergen bis zu schönen Städten, schönen alten Städten. Ein Land mit guten Weinen, guter Küche, in dem sich gut leben lässt und mit netten Leuten. Also das ist so, wäre so meine Beschreibung etwa. A je mogoče kaj, kar vas je v Sloveniji mogoče presenetilo? Ja, positiv überrascht allerdings, aber die Vielfalt und der Reichtum des Kulturlebens in Slowenien. Das habe ich so nicht erwartet. Das war wirklich sozusagen die positive Überraschung für mich, wie intensiv das Kulturleben ist und auch qualitativ, wie gut es ist. Das ist, hätte ich so nicht erwartet und finde ich also sehr positive Überraschung. Kje in kako preživljate vaš prosti čas? Ja gut, sofern die Arbeit Freizeit übrig lässt, aber nein, soll ich sagen, wir versuchen vor allem das Land kennenzulernen, also viele Ausflüge zu machen, auch ich gebe zu, auch die umgebenden Regionen, die ja auch schön sind. Wir versuchen etwas Sport zu machen zusammen mit meiner Frau, ob das jetzt Ausflüge sind mit kleinen Wanderungen oder mit dem Fahrrad im Sommer. Ja, wir gehen viel eben zu Kulturveranstaltungen, Konzerte, Oper, alles Mögliche an sich. Das ist es so im Wesentlichen. Kdaj bo Nemčija zopet svetovni prvak v nogometu? Ei. Hoffentlich bald, aber ja, wenn ich ehrlich bin, ich muss zugeben, die nächsten Weltmeisterschaften sind ja in Brasilien. Und da wird es natürlich ganz schwer, die Südamerikaner zu schlagen. Zu Hause bei ihnen sozusagen. Also so sehr ich es mir wünschen würde, aber ich denke, andere spielen auch gut Fußball. Also ich fürchte, wir werden noch ein paar Jahre warten müssen. Domnevam, da ste navijač, torej, če vas lahko vprašam, Bayern München ali Borussia Dortmund? Also ja, ich bin jetzt nicht so speziell von einem Verein, aber würde man sagen, solange es in der Bundesliga geht, bin ich eher ein Fan von Dortmund. Wenn es international ist, dann ist es egal, dann ist man immer Fan der deutschen Mannschaft. Katero pivo pijete? Imamo v Sloveniji dovolj dobro pivo, da si ga naročite tudi pri nas? Ja. Ja? Ja, wobei für mich persönlich ist Bier eher ein Getränk oder vorwiegend ein Getränk für den Sommer, wenn es warm ist, so als Erfrischung. Die slowenischen Biere sind gut. Ich persönlich, es wird mir wahrscheinlich halb Ljubljana böse sein, aber ich persönlich trinke ein klein bisschen lieber das Laško-Bier, weil es ein bisschen bitterer ist, ein bisschen mehr Hopfen hat.
Und deshalb finde ich persönlich, aber das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks, dass Laško vielleicht, ich will nicht sagen besser, aber mehr meinem Geschmack entsprechend. Aber beide Biere sind gut und trinkbar. Kaj mogoče, kar pogrešate v Sloveniji? An sich vermisse ich gar nichts. Also, Sie sehen ja, ich denke gerade ein bisschen nach, aber nö, es gibt an sich nichts, was ich jetzt wirklich, wo ich sagen würde, das vermisse ich. Nö, nicht wirklich. Imate mogoče kakšno sporočilo ali misel za naše gledalce, pravzaprav za Slovenijo? Eine Anregung in dem Sinne nicht, aber vielleicht darf ich mich einfach bei allen Slowenen für die gute Aufnahme in dem Land hier und für die Zugänglichkeit, die leichten Kontakte und angenehmen Kontakte mit slowenischen Bürgern bedanken. Anregung in dem Sinne jetzt nicht unbedingt, aber ich wünsche allen Sloweninnen und Slowenen alles Gute. Hvala, gospod veleposlanik. Oder vielen Dank, Herr Botschafter. Gerne geschehen. Danke Ihnen. Hvala tudi vam, ki ste nas spremljali. Želim vam še naprej prijetno noč in pozdravljeni.